Indiana Jones und der große Kreis. Der Orden der Riesen. Weiß ich wenigstens, wie das Spiel heißt. Sehr gut. Guck. Oh. Wie hübsch. Hast du gesehen? Ich kann rückwärts hochhüpfen. Guten Tag, ihr Leid! Weiter geht's mit Indiana Jones und der Orden der Riesen. Oder die riesige Bestellung. Auf Deutsch, glaube ich, heißt das so. Jetzt lass mal gucken. Nachdem er ja... Ja. Komm. Gestern hatten wir ja quasi Folge 0, nenne ich sie. Also das war die Folge gestern, die zählte als Orientierung. Denn da lief einiges nicht so wie geplant. Also, ich werde garantiert dieses Seil hier nicht benutzen. Nicht, oder? Denn das ist doch das Seil, ja klar, wo ich dann da runterkomme. Da will ich aber gar nicht hin. Da war ich vorhin schon. Also in der letzten Folge. Und hab nicht mehr rausgefunden. Also da gehe ich garantiert nicht hin. Nee. Kannst du vergessen, Junge. Ich gehe weiter darüber und dann da hinten. Oder nicht? Moment, da war doch eben noch da. Da gehe ich weiter hoch. So, halte LT, um dich an der Peitsche zu klammern. Ja, würde ich gerne. Ich bin immer noch ein bisschen in der, wie war denn die Steuerung nochmal Phase? So, linker Trigger, um an der Peitsche zu klettern. Ja, genau. Okay. So. So, ich höre... Oh, da ist ein Foto. Ich meine, da kann ich ein Foto machen. Nicht, da ist ein Foto. Das ist kein Foto, das. Hier. Gazia di Pio de Vierte. Hoppala. Ich hätte jetzt da unten eher so fotografiert. Okay. Casina di Pio des Vierten. Ja, hab ich doch gesagt, Indy. Sag mal. So, ich höre übrigens Pio. Also nicht der Pio, sondern der Papagei Pio. Der da irgendwie lustige Geräusche macht. So, komm mal her. Du kannst übrigens die Beine benutzen, Indy. Ja, komm. Okay, scheinbar kann er nicht die Beine dazu benutzen. So. Mithras? Oh, du kennst dich mit römischer Geschichte aus, Pio. Mithras? Ich kenne Mithril. Das ist keine römische Geschichte. Bin mir ziemlich sicher. So, jetzt hat hier. Wo ist dieser Schlüssel? Also, ich hab's geschafft. Ich bin beim Richie zu Hause. Der hat ja gesagt, hier, komm zu mir nach Hause, mein Vogel macht dir die Tür auf. Oder das Fenster. So, dann gucken wir erstmal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Eine Notiz. Baskinate. Anmerkung. Als Paul IV. 1559 starb, zog es die Bewohner Roms angeblich auf die Straßen, um seinen Tod mit einer Paskinate zu feiern. Paskinate, das ist, glaube ich, so ein Kuchen aus Eier und Schmand oder so, glaube ich. Carafa. Carafa ist, das sind diese runden Dinger, wo außen Brot ist und in der Mitte ist so Pizzafüllung drin. Und es schmeckt immer abgestanden und alt. Nee, das ist Karazza. Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay. Carafa, gehasst von Teufel und Himmel, liegt hier als faulige Leiche begraben. Er hasste Frieden auf Erden, bestritt unseren Glauben. Er verdarb die Kirche und die Menschen. Okay, ich habe keine Ahnung, um was es hier gerade geht. Viele Feinde. Das ist möglich, ich habe trotzdem keine Ahnung, um was es gerade geht. Ich glaube, ich lasse auch den nötigen Ernst gerade vermissen. Aber der nötige Ernst, das ist der da unten. Der in der Mitte, das ist der nötige Ernst, der kommt hier nicht her und deshalb muss ich den halt ohne den nötigen Ernst den Rest des Spiels bestreiten. So. Okay. Forschungsnotiz. Frühling 1558. Bau der Casina di Pio. 1, 2, 3, 4. Beginnt unter Papst Pal.
lass mich nochmal anfangen. Beginnt unter Papst Paul im 4. Es ist bemerkenswert, dass einige Texte behaupten, Paul IV. Habe viel Zeit in der unfertigen Villa verbracht. Naja, vielleicht hat er gestrichen oder Rauputz dran gemacht oder so. Andere Aufzeichnungen über seine Anwesenheit während des Baus fehlen entweder ganz oder sind widersprüchlich. Was hat er dort zu tun? Paul IV. War ein merkwürdiger Mann. Bisher deutet alles darauf hin, dass er vor seinem Tod im Jahr 1559, die 58, das kennt man, ne? 58 baust du dir ein Häuschen, ein Jahr später stirbst du an Überarbeitung, weil du alles selber machen musst, weil die Maurer nichts hinkriegen. So. Also es deutet alles darauf hin, dass er vor seinem Tod im Jahr 1559 ein geheimes Arbeitszimmer unter der Casina anlegte. Wenn es tatsächlich dort ist, hat es sicher mit dem Geheimnis des namenlosen Kreuzfahrers Vielleicht zu tun. ist Oh, da das ist ein Schlüssel. wirklich an was dran. Ja, der Ritchie, der hat's halt schon drauf, ne? Ey! Nein! Was soll denn das? Ich wollte mich da noch umgucken. Das ist jetzt nicht dein Ernstspiel, oder? Das kannst du mal gleich knicken, Junge. Ich will mich da noch Oh, meinst du, ob ich da rüberhüpfen kann? Codardo! Sei morto, schifoso! Avanti, fermalo! Ecco dove Es läuft gerade alles nicht so gut. Ey, geh weg, was muss ich machen? Mir hat ja ein rechter Drecker da. Ja, più forte! ich geh mal da hoch. Hochgehen ist immer gut. Ora ricarico! Fin troppo facile! Sì, avanti! Blessato! Ehi, fermo dove sei! Pescato! Abbattiamolo! Alles nur, weil ich so eine blöde Notiz übersehen habe. So, die werden mich bestimmt gleich aus den Augen verlieren, oder? Devo ricaricare! Hört sich so an, oder? Bestimmt verlieren die mich aus den Augen. Fermate! Aber das ist halt hier das Indiana Jones Leben, da kommen immer mehr. So, guck, ich stelle mich hier ins Eck. Ganz klein mache ich mich. Meinst du, ob die hier hochkommen können? Le ho finite! Ricarico! Ja, komm dann. Halt einfach nicht. Wie geht's denn hier weiter? Chi sei? Fermati subito! Oh, cazzo! So. Au! Au! Ti ho visto! Hat der mich jetzt wirklich getroffen da unten, irgendeiner? Alter, die sind aber hier. Okay, das wird sich dann doch eher schwieriger gestalten als gedacht. Alter Indie. Prendetelo! Eccoti qua! Ich meine, die schießen zwar alle, als würden sie meine Sturmtrupplern sein, aber muss sich trotzdem nicht hier so hängen lassen. So, jetzt rein da. Jetzt sag bloß, du kannst hier nicht mehr reingehen. Doch, gut. So, guck, da liegt doch ein Zettel, Mann. Ich wollte doch den Zettel haben. Den. Pater Borgninos Brief. Werter Pater Ritchie. Ich wende mich in einer äußerst brisanten Angelegenheit an Sie, welche die heiligen Schätze in unserer Obhut betrifft. Im Rahmen unserer gestrigen Inventur der Sammlungen der Museen ist uns die Abwesenheit eines kostbaren Artefakts aufgefallen. Des römischen goldenen Dolch des Mithras, der Papst Innozenz III. 1209 von Otto IV. Geschenkt wurde. Aha. Da auch Sie ein ausgewiesener Kenner unserer Sammlung sind und unzählige Stunden mit dem Studium dieser kostbaren Artefakte zugebracht haben, halte ich Ihr Wissen in dieser Situation für überaus wertvoll. Moment. Pater Ventura hat eine vollständige Inventura der Museen angeordnet, was das Verschwinden des Dolches besonders beunruhigend macht. Unsere Sicherheitsvorschriften haben sich nicht geändert. Nur wenige ausgewählte Personen sind überhaupt befugt, die inneren Räumlichkeiten zu betreten. Darunter auch Sie. Ich bin mir Ihrer wissenschaftlichen Faszination für frührömische Artefakte bewusst und war stets von Ihrer tiefen Wertschätzung, Ihrer historischen Bedeutung und handwerklichen Kunstfertigkeit beeindruckt. Ich habe so eine Idee, wo das hinführt. Wenn Sie diese Untersuchungen mit etwaigen Beobachtungen aus Ihrer jüngsten Restaurierungsarbeit im Museum unterstützen könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Vielleicht ist Ihnen bei Ihren Routineinspektionen etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Jedes Detail, so unbedeutend es auch erscheinen mag, könnte sich als entscheidend für die sichere Rückkehr des Dolches an seinen rechtmäßigen Platz erweisen. Wie Sie sicher verstehen, drängt die Zeit. Je länger ein solch kostbares Artefakt verschollen bleibt, desto größer ist die Gefahr, dass es in falsche Umstände gerät.
Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Sollten Sie die Angelegenheit lieber persönlich besprechen wollen, stehe ich Ihnen jederzeit in meinem Arbeitszimmer zur Verfügung, wo wir uns ungestört über jedes Ihrer Anliegen unterhalten können. Im Namen Christi, Pater Borgnino, Kurator des Vatikanischen Museumsen. Museumsen ist, glaube ich, das offizielle Plural von Museum. Nicht hier, Museen. Das ist ja Quatsch. Gut. Sie hatten den goldenen Dolch und haben ihn verloren? So, sie hatten den goldenen Dolch und haben ihn verloren. Ja, so, jetzt gucke ich mich hier nochmal in Ruhe um. Hier ist aber nichts mehr. Was ist denn das da? Ist das... Oh, guck mal. Daran merkst du, dass es keine Katholiken sind. Die Hinknie- und Betbänke sind gepolstert. Wahre Katholiken haben keine gepolsterten Bänke. So. Hätten wir auch geklärt, dass der Vatikan nicht katholisch ist. Sehr schön. Oh, da ist noch eine Notiz. Ein warnender Brief. Pater Ricci. Ich bete dafür, dass dieser Brief bei ihrer Gesundheit sie erreichen möge. Was? Das schreibt der. Das ist, weil der so eine komische Handschrift hat, weißt du? Hinten ist nichts drauf. So. Ich bete dafür, dass dieser Brief sie bei guter Gesundheit erreichen möge. Also, ihr Bruder, muss ich Sie warnen. Ich weiß nicht, auf welche Weise Sie Ventura provoziert haben, aber es heißt, dass er seine Schwarzhemden auf sie angesetzt hat. Offenbar ist er wütend wegen eines Vorfalls bei der Sammlung der Vatikanischen Museumse. Seien Sie bitte vorsichtig, mit einem Mann wie Ventura ist nicht zu spaßen. Herzlich, Sartorio. So. Ventura in die Quere gekommen, was? Ich habe ja so das Gefühl, also dachte ich so, dass der Ventura sagt im Brief, falls Sie irgendetwas über den Verbleib wissen, vielleicht ist er ja in Ihre Tasche gefallen. Dann drehe ich mich bereitwillig um, während der Dolch aus ihrer Tasche zurückfallen kann. Weißt du so? So, also nochmal. Jetzt ernsthaft. Indy, jetzt darfst du hier. Ne? Die haben sich beruhigt. Und wir rutschen jetzt mal da runter. So, auf ins Casino. Ne, Casia. Kas mit Traube. Abbassa la voce. Tranquillo, non ci sente nessuno. Già. Hai visto Villa Torlonia? Bella casa, indubbiamente. Ma questo posto è tutta un'altra cosa. Sai che qui non ci vive nessuno, vero? Si chiama Villa Pia. Già, si chiama Villa Pia da secoli. Vielleicht nicht irgendwie La überbeugen. bocca Nee. della verità è una vera bocca che smaschera i bugiardi. Per favore. Il Stupido. Non capisco. Si chiama Villa Pia. Ich muss ein bisschen vor dem da aufpassen. Der hat weiße Handschuhe an. Das ist ein General. Der kann mich also grundsätzlich erkennen. In meiner Verkleidung. Huch, ich war ja hier noch gar nicht. Oh, da ist der Mann ohne Hals wieder. Doch, ich war hier schon. Moment. Diese Tür war verschlossen, richtig? Fordert Kasernenschlüssel, so. Also der General, der geht darüber. Gut, dann gehen Sie mal darüber. Dann gehe ich nämlich jetzt da hoch. Ach. Ach, guck mal, was ein schöner Garten. Da lässt sich schön Lust wandeln. Naja, nicht wirklich. Das passiert, wenn du Bambus nicht sofort ausrupfst. Bambus, weiß jeder, ist Unkraut. Bambus ist Unkraut. So. Gesundheit. Was da drüben ist der General. Ich mach mal besser so. Da ist ein offenes Fenster. Gelegenheit macht Fenstersteiger. Oh, hopp. Hoffentlich ist das kein Weihwasser. Lutsch. Wenn ob ich da rein kann. Speriamo di non ammalarci. Was haben die alle hier für, weil die dauernd niesen? Ist in Italien nicht warm oder so? Oh. Ah. So.
Indiana Jones und der große Kreis. Der Orden der Riesen. Weiß ich wenigstens, wie das Spiel heißt. Sehr gut. Dieses Arbeitszimmer. So. Neues Abenteuer. Der Orden der Riesen. Gut, also, wie wir ja eben gelesen haben, ist es wohl so, dass wohl hier irgendwo ein geheimes Das sind aber schöne Fresken. Sorry. Ich muss gar nicht, guck mal, der Papst, der hatte schon Strom 1558, also die das Ding hier bauen ließ. Es gibt hier irgendwo ein geheimes Arbeitszimmer, das er bauen ließ. Gerüchten zufolge. Wo finde ich denn ein geheimes Arbeitszimmer? Wenn ich ein geheimes Arbeitszimmer wäre, wo würde ich mich im Haus verstecken? Hier. Eine Todeskarte. Vielleicht nicht hier. Eine Tarotkarte, die den Tod der großen Arkana zeigt. Aha. Okay. Danke. Was liegt denn hier für Knasterquatsch? So. Gut. Gut umgucken natürlich. So. Okay. Das sieht schon mal sehr einladend aus. Außerdem soll ich hier ein Foto machen. Nicht mit dem Knüppel, mit dem Fotoapparat. Wandbild einer Mittelmeerkarte. Ja, dann machen wir mal ein Foto von. Oh, beeindruckend. Das finde ich auch. Was bedeutet diese Inschrift? Das weiß ich nicht. Das bedeutet, dass ich nicht weiß, wie man die Kamera wieder wegsteckt. So. Nee, ernsthaft jetzt. Ich weiß nicht, wie ich das Zeug weg... Ah ja, hier. Ernsthaft jetzt? Gegenstandslimit erreicht? Ah, Revolverkugeln, pass auf. Da können wir gleich mal testen. Wie nutze ich denn den Revolver? Indem ich erstmal einen habe. So. Ich kann hier noch ein Foto machen. Heiligen Feldzüge? Hab ich die nicht eben erst fotografiert? Ah, so. Sacrae Expeditiones. Ja, dann her mit. Heilige Feldzüge. Der namenlose Kreuzfahrer wird erwähnt. Und das antiochenische Geheimnis bleibt in heiliger Obhut. Das Geheimnis von Antiochia. So. Noch was zu fotografieren. Das ist Antiochia, Athen, Alexandria, nicht Alexandra. Ah, da. Ach so, guck mal. Sehe ich eben erst. Das sind Einkerbungen in der Wand. Vertiefung. Das sind mehrere Vertiefungen. So macht man die Kamera weg. Das sind 1, 2, 3, 4 Vertiefungen, 5 Vertiefungen, 6, 7. Achso, das sind überall. Okay. So. Ich erkenne hier ein Rätsel. So, aber ich will eigentlich meine Knarre holen und nachladen. Wie ging das Nachladen nochmal? Tja, wenn ihr euch jetzt gefragt habt, wie zur Hölle hat der es hingekriegt, sofort nachzuladen, obwohl er es 3 Monate oder so nicht mehr gespielt hat, kann ich nur sagen, die Antwort lautet, ich bin einfach gut. Und ich habe ein Short-Video drüber gemacht, dass man zum Nachladen einfach zweimal, was ist das, R2 oder wie auch immer das Äquivalent auf eurem Controller heißt, zweimal R2 drücken und dann lädt man nach. So, ich will aber wieder andere Klamotten anziehen. Schwarzhemduniform, Priestergewand. Ich mache wieder das Schwarzhemduniform. So. Und jetzt will ich aber auch diese Kugeln hier. Wie? Wieso? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Einfach aus dem einfachen Grund... Rein theoretisch müsste ich jetzt eine Schachtel haben. Oder ist das kein Revolver? Doch schon. Ja, ist ja jetzt auch egal. So.
Ist ja jetzt auch egal. Also, wir gucken uns hier ein bisschen um. Hier ist eine Notiz. Befehle an Schwarzhemden. Stellt sicher, dass keine unbefugten Personen die Casina betreten. Achtet besonders auf einen herumschnüffelnden jungen Priester namens Padre Ricci. Er hält sich einen Papagei als Haustier. Wenn er auftaucht, müsst ihr ihn sofort ergreifen. Aber verletzt ihn nicht. Was den Papagei angeht, macht mit ihm, was ihr wollt. Nicht den Papagei. Das ist nicht ein gut. gefährliches Spiel. Aber echt, hey. Richie, du spielst ein gefährliches Spiel. Du helfst da der Headbanger Nimi. So. Ich bin immer noch in Indiana Jones Kleidung. Das ist nicht gut. Ich mache hier wieder Schwarzhemd-Gedönse. So, ja. Mal her. Knüppel habe ich auch dabei. Auf mit dir. Ab mit dir. Stabil. Stabil, stabil. Das sieht gut aus. Das sieht richtig plastisch aus. Wieso ist der so groß? Stimmt doch was nicht. So, bevor ich jetzt hier hochgehe, gucke ich mich trotzdem noch ein bisschen weiter um. Also ich habe hier zumindest so Einkerbungen, wo ich wahrscheinlich irgendwas reinstopfen muss. Da war ich schon drin in den Zimmern. Da ist zu. In den Vatikan begeben? Nö. Geht's auch nicht raus. Nee, okay, dann muss ich wohl doch weiter hochgehen. Dann machen wir das schnell. Ich will halt nicht, dass ich irgendwas übersehen habe, weißt du? Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass hier... Komm, mach mal das Stückchen weg, das nervt mich. Oh, Butter. Cornetto nehmen wir mit. Wieso hat denn der... Was ist das? Klamotten und Sandalen oder was? Naja. Ich suche ja immer noch vielleicht irgendeinen Arm einer Statue. Oh, der muss ich was in die Hand legen und dann geht das Geheimzimmer auf oder so. Ich suche ja immer noch das Geheimzimmer. Oh, das ist aber ein schöner... Oh, der ist aber schön hell. Dieser Raum. Junge, wie willst du denn da auf dem Stuhl? Das ist ja viel zu eng. Ach, das ist ein Unterrichtssaal oder was? Ah, da steht dann hier so, keine Ahnung, Platon oder so und tut seine Schüler unterrichten. Das sieht aber nicht gut aus hier. Was gibt's hier? Weiß nicht. Keine Ahnung. Probieren wir mal ein Lied, oder? Nee, ist es leider nicht. Was ist denn hier, keine Ahnung. Nee, wir bleiben erstmal in diesem Raum hier. Das ist noch ein Cornetto. Oh. Cornetto Maximalo. Ja, dann essen wir doch mal ein Cornetto, oder? Nein, essen. Essen, Indy. Essen. Danke. So. Lecker Cornetto. Gibt's hier irgendwie was Interessantes? Nee. Okay. Komme ich da raus? Auch nicht. Wo bin ich hergekommen? Ich glaube von da hinten, richtig? Ja, von da hinten bin ich gekommen. Dann gehen wir in diesen düsteren Raum weiter. Oh. Ja, aber das ist praktisch, das will ich haben. Gib mir mal noch so ein Cornetto. Geht nicht. Bin satt. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Das ist jetzt aber hier... Also muss ich dem da vielleicht die Schrauben rausdrehen oder was? Junge, was ist das überhaupt, weißt du? Da ist der arme Kerl, ist da schon hier ans Kreuz genagelt worden, dann machen sie unter ihm noch Feuerchen oder was? Das ist nicht, das finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht in Ordnung. Okay.
Oh, bestimmt ist da unten drunter der Geheimraum. Aber wie kommt man rein? Oh, hab den Zettel gar nicht gesehen. Federicos Brief. Werter Alessandro. Es tut mir leid, ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten und deine privilegierte Position ausnutzen. Es gibt da ein gewisses Geheimdokument, das ich dringend benötige. Du weißt schon, welches ich meine. Nachdem du dieses Dokument besorgt hast, möchte ich, dass du eine diskrete Benachrichtigung unter meinen neuen Schreibtisch hinterlässt. Ah, du findest ihn ganz links in der ersten Reihe, vom Pult aus gesehen rechts. Mhm. Ich möchte mich bereits vorab für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, dich aber auch daran erinnern, dass du in dieser Angelegenheit keine andere Wahl hast, als mir zu helfen. So. Ganz links vom Pult aus gesehen rechts. Also hey, hier. Da liegt ein Stein. Oder halt das hier. Komme ich jetzt gar nicht hin, da ist nichts. Hä? Oh. Das war doch vorhin noch nicht da. Alessandros Brief. Pater Federico. Also. Kennt dein Ehrgeiz denn keine Grenzen? Wie auch immer. Ich konnte das gewünschte Dokument besorgen. Es befindet sich nun im Tresor des Konferenzraums. Die Kombination habe ich selbstredend geändert. Damit du Zugriff auf die Papiere erhältst, die dir so wichtig sind, musst du dir unsere tugendhafteren Tage ins Gedächtnis rufen, als wir gemeinsam die Kunstwerke bewunderten, die diese wunderschönen Räumlichkeiten zieren. Aha. Erstens. Vergegenwärtige dir, wie viele Apostel bei der Fußwaschung des Herrn zugegen waren. Unos momentos. Ich kann auch Italienisch. War, glaube ich, gar kein Italienisch. Man nehme einen Kugelschreiberstift und einen Zettel Papier. Wie viele Apostel bei der Fußwaschung? 2, oder? Also... Okay, also ich kann mich in der Bibel dran erinnern, dass der da ins Haus ging und da waren 2 dabei. Aber warte mal, dann wo aber Jesus den anderen die Füße gewaschen. Ach, ist ja auch egal. Ich glaube, das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern mit diesem Dingens. Also, wie viele Apostel Fuß waschen? So, das ist 1. Erinnere dich daran, wie viele Cherubim, das sind diese kleinen Putten da, die Geburt Christi bezeugt haben. Und nimm dir deren göttliche Güte gerne als Vorbild. Bei Geburt Bräuler. Ne, nicht Bräuler, Putten. Sorry. Drittens. Zu guter Letzt zählst du, wie viele Tiere die Rückkehr des verlorenen Sohns in den Schoß des Vaters preisen. In den Schoß des Vaters? Das hört sich irgendwie falsch an, aber okay, ich weiß, was sie meinen. Wie viele Tiere bei der Rückkehr von dem verlorenen Sohn, nachdem er das ganze Geld verbumbeitelt hat und gut gelebt hat. Und der arme Sohn, der auch noch vom Vater war und zu Hause bei ihm geblieben ist, so, das ist Fußwaschung. Und wie viel Jösses, ne, das hört ja gar nicht mehr auf. Ach, guck mal, da, das ist das. Also das hier scheint Jesus zu sein. Zumindest ist er der Einzige mit dem Heiligenschein drumherum und der wäscht anderen die Füße. Also, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Einer im Geist. 7, 8, 9, 10, 11. 11 und Maria Magdalena. War die ein Apostel? Also das ist definitiv eine Frau. Also 11 bis 12. 11 bis 12. 11/12. So. Jetzt müssen wir die Geburt der Putten beobachten. Nein, nicht die Geburt der Putten. Was laber ich da? Das hier ist der verlorene Sohn. Ja.
der das ganze Geld verbumbeitelt hat, ins Saus und Braus, also er hat sich seinen Erbanteil auszahlen lassen, ist dann in die Welt gezogen, hat Frau und Kind geschwängert, nee, was? hat alles ausgegeben und als er dann als Bettler wieder zurückkommt, nimmt ihn der Vater wieder auf, sagt, hast du gut gemacht. Dann sagt der andere Sohn, hey, ich war die ganze Zeit bei dir und hab alles gemacht, was du wolltest, mir tust du nicht so ein Fest schmeißen und mich mit Reichtum überhäufen oder so. Und dann sagt er, ja, du bist ja ein Guter. Oder so irgendwie. Das ist das Gleichnis des verlorenen Sohns. So, ich sehe hier 2 Tiere. Einmal eine Ochsenkuh und einmal ein Hundetier. Also, 2. So, jetzt brauchen wir noch hier die Puttengeburt. Das hier. Jesus, ne. Woher soll ich wissen, wie viele Putten das sind? Guck dir das mal an. Oh, hoppala, ich wollte eigentlich zoomen. Kann ich hier irgendwie zoomen? Nicht Foto machen. So, also. Jesus. Echt jetzt? Was ist denn das? Okay, das scheint einer zu sein. Also ich erkenne hier 2 Beine und einen Arm. Dann sind hier noch 2 Beine und da ist noch ein Arm. Ich glaube, das sind 2 Putten. Aber das ist ja so verknotet, das kann ja keiner erkennen. So, also nochmal 2. Also die richtige Antwort lautet 1122 oder 1222. Cornetto. So, wo war denn nochmal der Tresor hier? Da ist er. So, also, Hauptfrage. War Maria Magdalena ein Apostel? Ich glaube nicht. Also, mach mal 1, 1. 2, 2. Also. Damit ist bewiesen, Maria Magdalena war ein Apostel. So. Finde ich gut. Alessandros Notiz. Pater Federico. Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist, mich um dieses Dokument zu bitten. Vielleicht ist dir nicht bewusst, in welch prekäre Lage mich das bringt. Oder schlimmer gar, es ist dir gleich. Wiederum auch sei, ich muss betonen, dass dies das letzte Mal ist, dass du von mir Hilfe erwarten kannst. Und bitte, lass Vorsicht walten, was deine neuen Freunde von den Schwarzhänden anbelangt. Ich hoffe inständig, dass wir eines Tages wieder gemeinsam dem Genuss der Kunstbetrachtung nachgehen können. Als Freunde. Pater Alessandro. Hatte ich noch was? Vertrauliche Beurteilung. Name Orlando Ricci. Ein Name wie ein Donnerhall. 5. Januar 1903 in Sevilla, Spanien. Ach, der Spanier. Ah, te quiero, te quiero. Un, dos, tres. Burro. Das war argentinisch, aber ist auch egal. So. Argentinisch? Ach, vergiss. Ausbildung Katholische Universität von Amerika, Washington, D.C. D.C. steht für Detective Comics. Weiß jeder. Herr Ricci kommt mit den... Moment, der hat seine Ausbildung in Washington gemacht und er heißt mit Vorname Orlando, ne, mit Nachname, mit Vor- oder Nachname, das ist hier egal. Der Ricci, der kommt mit den höchsten Empfehlungen. Seine Fachkenntnisse als Konservator zeugen von herausragendem Geschick und seine Forschungsmethodik zeichnet sich durch akribische Detailarbeit aus. Herr Ricci pflegt ein ausgeprägtes akademisches Interesse an esoterischen Themen. Es ist anzumerken, dass er sich in Bezug auf persönliche Angelegenheiten äußerst diskret verhält. Aha. Und dann hätten wir hier noch eine harte Kruste. Dank herzhaftem Vollkornbrot bewirkst du vorübergehend mehr Schaden. Abenteuerpunkte zum Freischalten 1000. Brot und Spektakel im frühen römischen Reich. So, also, neue Entdeckung, eine Welt des Wissens. Neues Abenteuerbuch, harte Kruste. Wie benutze ich das? Bücher, ja. Ah ja, stimmt. Ich habe, ja, hier. Wie viel habe ich? 8000. 8000 Punkte habe ich. Junge,
Gibt's noch irgendwas, was ich noch nicht... Junge, ich merke schon, also meine letztige... Krass, oder? Ja, okay, Kampf. Harte Kruste. Vorübergehend mehr Schaden. Ja, schalten wir mal frei, oder? Aber wie lang ist vorübergehend? Ja, keine Ahnung. Das war ja was. So. Also, weiter geht's. Ich habe jetzt etwas gefunden und sofort vergessen, was ich gerade vorgelesen habe. Das ist doch nur ein Empfehlungsschreiben gewesen für Orlando. Ritchie, der Orlando Ritchie, wer kennt ihn nicht? Wie bringt mich das jetzt aber hier weiter? Und warum haben die das gesammelt und als so wichtig erachtet? Waren die ihm eventuell auf der Spur? Würde erklären, warum man nicht mehr in seine eigene Wohnung durfte. Eine weitere Frage ist, wie geht's hier nur in der nächsten Folge weiter? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Danke, tschüss und arrivederci. Das war Italienisch.